Guten Abend, die Damen und die Herren. Heute will ich vielleicht mal ein paar Wörter über die sozialistische Wohnungsbaupolitik schwätzen. Wir hatten für ein paar Monate den kommunalen Wahlkampf am Juni Schilder gesehen, die Sozialisten abgestellt hatten, für bezahlbare Wohnraum. Auf diesen Schilder stehen aber nicht, wie die Sozialisten das Ziel wollten erreichen. Die letzte Woche wurde der Chamberpräsident im Radio und hat auch darüber geschwärzt, über den Wohnungsbau. Und an dem Zusammenhang hat auf den neuen geplanten Artikel 42 von der geplanten neuen Verfassung hingewiesen, ein Artikel, der sagt, l'État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. Wie was heißt das? An der aktuellen Verfassung steht so etwas nicht. Was heißt das Neuland? Und das ist eine Verlagerung von der Verantwortung für das Logement sich von privaten auf staatliche Akteuren. L'État veille steht da. L'État veille à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié. Wie will der Staat das machen? Wie will den Sozialisten das Ziel erreichen? Und für allem auch, was ist ein Logement approprié? Soll der Staat erst sagen, mir sagen, alles alle gut, was ein Logement approprié für den Einzelnen ist, was sind Kriterien, für das können sie dezidieren? Das ist schon eine interessante, ich gehe auch so eine gefährliche Evolution. Und ich will daran erinnern, dass Alex Bodry, Fraktionspräsident von den Sozialisten an der Chambre, am April oder März an der Chambre gesagt hat, dass muss mehr radikal Maßnahmen ergreifen, natürlich wieder für billig Bauland zu kommen und ausdrücklich auch die Expropriation, die Enteignung von den Leuten am Tag gefasst hat. Ich muss Ihnen aber auch daran erinnern, dass Eigentum ein Menschenrecht ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat immer darauf hingewiesen, dass Eigentum ein Menschenrecht ist, das muss respektiert gehen. Es kann ihn also nicht einfach hingehen und so umhüllen die Leute, das wäre, was ihnen gehört, für als sozialistische oder Vorstellungen zu erfüllen. Das geht nicht. Wenn also von der neuen Verfassung geschwärzt wird, aber Sozialisten dazu, indem sie mit der Expropriation geschwärzt wird, dann ist nicht aufpassen. Die neue Verfassung bringt Gefahren mit sich. Die sozialistische Wohnungsbaupolitik heißt wahrscheinlich Enteignung von den Leuten, die etwas haben. Es heißt, dass der Staat soll für die Leute festlegen, was für den Einzelnen ein appropriierter Wohnraum ist. Wir wollen das nicht. Ihr wollt wahrscheinlich nicht, ich ganz sicher nicht, dass der Staat nur sieht, welche darin zu wohnen hat, auf welcher Surface, aber wenn ein Eigentum hat, der muss fertig, dann einem das weggeholt wird. Ich meine, das ist ganz wichtig, auf Gefahren von der neuen Verfassung aufmerksam zu machen, was Sozialisten dummer da wollen tun, aber wir werden ganz sicher nach Gelegenheit tun, auch auf andere Gefahren an der neuen Verfassung aufmerksam zu machen. Lützeburg braucht die neue Verfassung nicht. Wir haben eine Verfassung, die funktioniert, an dem Logement als ein von den Beispielen zu weisen, wie gefährlich ein neuer Text kann sein. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, also nicht vielmals merci für die Nullleistungen.